Das Geheimnis der Labyrinthe geht weiter, Freunde. Hier bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir haben in der letzten Folge zwar den Schrein hier unten im Labyrinth gemacht, ne? Und auch dann Vorrichtung aktiviert. Dann sind sie oben im Himmel und ja, hier geht das Raten weiter. Wir haben noch keinen Plan, was er genau soll, uns bringen soll, ob es irgendeine Rüstung dafür gibt oder was auch immer. Wir werden es aber sicher hoffentlich demnächst erfahren. So, ich muss mal ganz kurz umweisen, nicht, was uns hier noch alles erwartet. Scheint noch viel Wind zu sein, ne? Ah ja. Bin hier schon richtig? Wenn er ganz hoch muss, aber ein kleines Problem. Das Ding auf der anderen Seite ja machen, ne? Kann ich hochklettern hier? Eher schwierig, ne? Ah, da. Nicht ganz so hoch. Wo ist extra Wind? Der wäre noch da. Naja. Sag mal. Wieso kommst du da nicht hoch? Das ist doch mal nicht dein Ernst, Kumpel. Extra Auftritt vielleicht, auf die Art und Weise, ne? Huch, nein, falsch. Moment, ich will gar nicht da lang. Da. Wie kommen wir jetzt darüber? Da geht's tief runter. Nur kurz Aufdauer aufladen. Ausdauer aufladen, so. Hui! Okay. So. Ganz schön windig hier. Da hätten wir die 2 auf zur 3.
Mal mit dem Trick sogar ganz nach oben? Ne, muss jemand den Aufzug erwarten. Ah, hier gibt es wieder Klettern, ne? Gut, bringt mir gar nicht viel. Zurück in der Mitte, dann müssen wir erstmal darüber. Huch. Bisschen falsch, war? Einmal ganz kurz. Bin leicht verwirrt. Von hier aus muss ich da entlang. Das könnte passen. Oh, das Ding ist aber hoch. Das wird jetzt auch schwierig. Ah, jetzt. Gut. Das wäre die 3. Hä? Wo ist der Wind immer? Hä? Wenn wir uns verarscht, kommen wir gar nicht mehr raus hier. So, mal zurück in die Mitte. Okay, nochmal gucken, ich muss da hin, das heißt... Das ist eigentlich in die Rückseite. Hä? So simpel? Ne, nicht so ganz, ne?
Also doch ziemlich simpel. Die Irland-Prophezeiung. Junge, das wird aber echt hoch sein. Oh ne, in ein paar Orden müssen höher sind. Okay, nichts gesagt. Oh. Falsche Seite. Na, jetzt bin ich gespannt. Du, der du das Labyrinth des Himmels durchschritten hast. Du bist cool. Der Weg vom Labyrinth der Erde hinab in die Tiefe ist nun nicht mehr versperrt. Hä? Verborgen im Herzen der Erde. Beweise mit deinem Mut und wage einen Sprung in die Tiefe. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Moment, ich muss ganz in die Tiefe? Ach du Scheiße. Aber im Untergrund. Ja, aber Regelfall, wie wir überhaupt da noch in die Ding kommen, ne? Zur Wurzel. Ja, dann, viel Spaß, Link, ne? Schick mir eine Karte, wenn du angekommen bist. Alles voller Miasma hier. Also Respekt, Link, ich will mir das nicht trauen. Ist ja gar nichts. Hilfe. Ich hasse, wenn ich nichts sehe. Die Iren. Ja. Ja, sieht sehr einladend aus da unten. Und wieder mal umziehen. Na, wo ist mein Set? Mein geiles, krasses Set. Mal sehen, Alter, wie dir das hier schmeckt, ne? Wir haben ein bisschen was mit mehr Power.
Sag mal nicht, das ist alles nur, damit die Wurzel hier kommt. Was hatte ich denn hier noch? Ja, ich habe noch mächtiges, ein starkes Unanium-Ding ja auch schon. Nur so eine Waffe nehmen, ne? Gibt auch ein bisschen mehr extra Power. So. Du, der du das Labyrinth der Tiefe durchschritten hast, bist cool. Dein körperliches und geistiges Geschick vermochtest du den Herausforderungen dieses Ortes zu trotzen. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich, Herrscher der Drachen, und einen wohlverdienten Lohn. Wer bist du überhaupt? Befehl von einem bösen Geist an der Dimension nur alter Zeit soll dieses Stück von nun an dir zum Schutze dienen. Kleidung, ne? Ja, schön, aber es ist immer noch nicht ganz klar, wo jetzt die scheiß Wurzel hier sein soll. Ich meine, theoretisch direkt dahinter. Unheilsreiter Rüstung. Diese Rüstung ist angelehnt von einem bösen Geist einer anderen Dimension beseelt. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Ich meine, hier erwähnen sie jetzt explizit aus einer anderen Dimension. Wenn ich es richtig sehe, wird sie wohl die Rüstung von Phantomgunnern sein, also Ocarina of Time. Also ich meine, rein theoretisch könnte die Theorie ja doch stimmen, dass die Timeline hier von Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, die hat ihren Ursprung eigentlich darin, dass sie natürlich aus den anderen Timelines besteht, aber halt durch den Zusammenschluss aus Hyrule Warriors. Weil da Dimensionen ja gemixt wurden miteinander. Können Sie irgendwie so zusammen... So, warte mal, ist die Wurzel hier unten? Delta Kriegerklinge. 50er Power ist auch nicht übel. Dann machen wir das weg, komm. Die Frage bleibt bestehen, wo ist die scheiß Wurzel hier? Ich meine, da oben kann sie nicht sein, da bin ich ja bereits an der Oberfläche. Und hier unten bin ich da. Hä? Ich meine, die Wurzel gibt es überall. Moment, ganz kurz. Ich schmeiße erstmal. Ja, Hilfe. Ganz Equipment einfach mal weggeschmissen. So. Also. Wenn ich damit richtig liege, da sind wir hier im Untergrund. Genau. Doch. Moment. Ich bin ja aber schon richtig, ne? Doch, es gibt hier eine Wurzel. Ja, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Hä, aber wie? Wie, aber wo? Aber, Verwirrung? Das muss ja eigentlich dahinter sein, ne? Theoretisch. Zwar nicht so dahinter, sondern... Ich habe diese Scheißwurzeln irgendwie ein Foto davon gemacht, ne? Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, wo genau es sein soll. Dann bin ich wiederum hier. Ach, läuft dann nach unten. Das ist falsch. Sie müsste hier sein. Ich habe schon geguckt, da war nichts. Hier kann ich rangehen, noch nicht hoch.
Aha. Hey, soll denn da sonst hinkommen? Na gut, Untergrund, ha. Ding, die da hinfliegen. Okay. Wenn es überhaupt geklappt hätte. Aber kann man die eigentlich fotografieren? Nee, ne? Das nur für den Shika-Sens wäre es vielleicht ganz cool gewesen. Na gut, aber im Prinzip kann das System dieser Labyrinthe. Es geht darum, die Rüstung, das Rüstungsset von Phantomgeistern zu kriegen. Eigentlich nicht übel, tatsächlich. Jetzt wissen wir, wie das Ganze hier funktioniert. Ich bin dann nur gerade noch am Überlegen, und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Jetzt haben wir doch relativ viel Zeit damit verbraten. Gibt es noch etwas, was man jetzt tun könnte, so quasi ein bisschen easy peasy mäßig, ne? Irgendwie kleine Dinge, die wir eh noch machen wollten. Mal eine Schreine suchen gehen, ja, easy. Bringe Hebra Frieden, ja, die Episode wollte ich eigentlich erst später machen. Suche nach Zelda, yeah. Wir haben noch irgendwie Notizen gemacht für Dinge, die wir so zwischendurch machen können, wenn ich das aber nicht vergesse. Man gerade so einen Jäger muss er sowieso noch, das machen wir später. Ich dachte, machen wir das direkt, nachdem wir die Quest mit dem 5. Weise rumgemacht haben, dass wir dann zum Jägerversteck gehen und Koga abhandeln. Warte mal, ich sehe gerade, mir noch was notiert von wegen die Statuenfolge, aber sind wir bereits gemacht. Da ging es um die Untergrundstatue beim Tempel der Zeit. Bessere Kleidung zum Jäger. Aha. Eine Jägerfolge. Die haben wir auch schon so weit gemacht. Da fehlt eben noch das mit dem Geheimversteck, genau. Truhen suchen im Himmel. Mein Gott, das war er. Was ich aber mal machen könnte, dass wir hierhin zurückkehren. Die noch wegen den Schreinen gucken. Game over. Ja gut, aber hinterportieren können wir trotzdem noch, Dankeschön. Okay, okay. Ja, dann vielleicht das in der nächsten Folge beide Labyrinthe machen, die noch fehlen. Ich meine, jetzt wissen wir mittlerweile ja, dass es auch um den Untergrund geht, also wir dann ein bisschen was machen müssen. Was eigentlich cool ist, du machst das Labyrinth auf der Erdoberfläche, dann gehst du in den Himmel und dann in den Untergrund. Eigentlich nicht schlecht, Herr Specht. So, weil ich natürlich auch so lustig drauf bin. Wenn ich noch genug Solanium-Teile habe. Machen wir es so. Richtung Todesberg, ja, da werden sie wieder warm, ne? Also wieder ein bisschen umziehen. Und vielleicht hätte er dann noch oft noch ein paar Materialien suchen gehen oder farmen gehen, wie es gesagt haben, damit wir da noch ein Ding machen können. Alle unsere Rüstungen, zumindest die wichtigen Sets, die wir noch upgraden könnten. Fliege eigentlich hin. Oberhalb vom Bebusee. Von der Bebu-Insel. Tiefer? In der Höhle oder was? Ja, noch tiefer, ich hab's verstanden.
Wenn schon eher hier sein, oder? Das ist gleich wieder höher. Hallo. Höhle am Jufinsee, aber dahin müssen, da ist noch eine andere Frage. Wobei, ja, könnte schon sein, ne? So ist gerade ausgeschlagen, hätte ich jetzt eher gedacht, das Ding wäre vielleicht irgendwo anders. Hm. Also höhenmäßig ist doch irgendwie, passt nicht so ganz, oder? Täuscht das? Ich sehe gerade. Fallgebiet hier, okay. Das heißt, da natürlich auch kein Ding mehr ziehen. Keine Bombe mehr, weil sonst ist doof. Ein paar Freunde zur Hilfe holen können trotzdem noch. Welchen nehmen wir? Welchen nehmen wir? Nehmen die hier. Ernsthaft? Gut gemacht, Freunde. So, der Bomben ja sofort explodieren, sobald ich es jetzt ziehe. Versuche es mal mit dem Bomben. Och nö. Ja, so eine Geschichte, ne? Falsch. Hier. Seh nix. Ja, macht jetzt schon gewaltig viel Spaß, die Höhle. Ja, Link, weiter so. Du schaffst das. Ich glaube an dich und deinen rostigen Zweihänder. Hallo. Bringe den Kristall da, bitte. Ja, soll er sonst so mit dem Kristall? Kann ich mal einen Kristall fragen.
Ja, der Hammer war doch nicht so der Hammer. Und was hier Kollege Schnürschuh betrifft, wird erstmal weiß gelegt. Ernsthaft? Master müsste eigentlich reichen. Ah ja, den habe ich gesucht. So. Das ist doch nicht dein Ernst. So ein Kackschild. Warte mal. Die Dinge funktionieren soweit, ja, ne? Das ist soweit auch cool. Nur, kein Antrieb. Oh doch, aber doch. Ich habe einen Antrieb. Du. Halten die Dinger da auch? Ruf mal. Ich hoffe nur, es geht nicht unter. Das wäre ein bisschen problematisch. Ja, nee, kann nur schief gehen. Aber jetzt wohl durch die heiße Lava durch, ein Lavastrom vor allem. Ja, heiß. Puh. Geschafft. Na Gott sei Dank, ey. Ja, sage die Zeit für 30 Minuten. Wir könnten eigentlich kurz reingehen. Natürlich jetzt nicht ein Ding geholt, ne? Das ist mein ein Dingspunkt, was hier gehen müsste. Aber die Höhle ist markiert, ne? Und da gehe ich halt einfach nie in eine andere Richtung dann. Aber eben, dass sie alle noch holen, nur für die 100%, da weiß ich nicht. Frage mich dann schon. Frau Segen, Dankeschön. Immer der gleiche Scheiß. Zehn Segenslichter.
fehlen noch 10. Und somit haben wir auch schon insgesamt 140 Schreine. Ne, 42 natürlich, Entschuldigung. 142 Schreine. Ja, das sind wirklich viele. Es sind nur 52 insgesamt. Und 2 Wurzeln nehmen wir auch schon. Da fehlen jetzt auch noch bloß noch 30, ne? Nein, Quatsch, 18, sind nur 20 insgesamt. Gut, also, bereits gesagt, nächste Folge wird, glaube ich, hierhin dann gehen, ne? Um Dinge zu machen, das Labyrinth und das da. Jetzt gehen wir aber noch ganz kurz zurück in den Wald der Crocs. Und gucken mal, welche welche Tasche wir noch upgraden können. Schild, Schwert. Schild, Schwert und Zepter, ne? Im Sinne von Kingdom Hearts. Nein. Bogen natürlich. Sind wir bei den Bögen. Ich weiß mal raus aus schweren Klamotten hier. Das muss nun wirklich nicht sein. Ah, nein. Ausrüsten, dankeschön. Das lassen wir so. Das ist doch das neue Reckengewand. Maronus! Wie geht's, wie steht's? Was Crocs dabei, ne? Also, wie wolltest du hier für 25? Bogentasche. 12, wir können sogar beides machen. Schildtasche. 10. Passt doch. Zehn Schilde. Yeah. ...35 will er jetzt haben. Da müssen es noch 12 sein, ne? Okay. Nur 10, ne? Interessant. Da haben wir auch schon überlegt, wie oft ich jetzt einen noch upgraden will, ne? Ich meine, beim Bögen haben wir jetzt 10 Slots, also schön die Reihe voll. Bei den Schilden ist auch schön die Reihe voll. Bei den Waffen hätte ich jetzt eigentlich gerne nochmal 2 Slots mehr, damit wir die Reihe voll haben. Aber wenn ich irgendwann immer noch eine Krog-Folge mache, wo dann auch vor allem die ganzen Crocs holen werden, oder Croc-Samen holen werden, die ja so im Duett auftauchen, ne? Also quasi, bring jetzt meinen Freund hin und so. Wenn ich das ein bisschen vorbereitet habe, sprich alle markiert habe, dann schnell hin und her düse. Vielleicht sogar ein bisschen was zusammenschneiden oder so, wer weiß. Dann kriegen wir sicher noch ein paar. Aber auch hier, ihr werdet nicht alle sammeln, Freunde, das sind einfach zu viele Croc-Samen. Entschuldigung. Ich meine, das bringt dann nicht so die 100%. Ne, klar, kann sagen, ja, ist ja trotzdem 100% und so, aber man kann es übertreiben, finde ich. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir bleiben ganz kurz hier. Ist doch schön hier. Können zwar eigentlich auch noch einen Lego-Baum quatschen. Warum ist der eigentlich hier? Das ist ein Masterschwert. Wieso quatscht er eigentlich nicht? Hey Lego-Baum, was geht ab? Wie geht's dir? Also irgendwelche Miasma-Rückfälle oder so? Das hat so große Gefahren überwinden müssen, wa? Doch nun ist das Masterschwert dein, wie ich sehe. Was man jemals bauen sollte, ist nur keine Chance, findet mich hier. Warte jetzt. Quatschkopf, ey. Schön friedlich. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.